Guten Abend. Ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem heutigen Livestream. Heute wollen wir einen kleinen längeren Livestream machen und miteinander reden über das Essen, über Kulinarisches aus der Schweiz und einfach auch so über das, was ihr gemacht habt am Wochenende oder was ihr gerne kocht oder so. Also, unser nächster VIP-Kurs hat das Thema «Hast du das schon probiert?». Also, da kommt jemand in die Schweiz auf Besuch und er probiert verschiedene Schweizer Spezialitäten. Hast du das schon probiert? Vielleicht hast du schon einige Schweizer Spezialitäten probiert. Du kannst mir davon schreiben, von den Sachen, die du schon probiert hast, von den Sachen, die du vielleicht gar nicht gern hast. Vielleicht gibt es das auch. Oder von Sachen, die du sehr gern hast. Oder du kannst mir auch schreiben von Sachen, wo du sagst, ja, das ist eine Schweizer Spezialität, aber ja, das, das habe ich vielleicht. Es ist nicht so super gut. Oder du kannst auch davon erzählen, was vielleicht ähnlich ist in deinem Land, wo du herkommst, an Schweizer Spezialität. Also was für Spezialitäten, die ihr habt, die vielleicht ähnlich sind oder ganz anders sind als in der Schweiz. Hallo Olivia, hi. Woher kommst du? Lebst du in der Schweiz oder lebst du im Ausland? Genau, du schreibst, dass du gern Schweizer Käse hast. Genau. Der Schweizer Käse, der ist sehr berühmt. Es gibt auch Käse aus anderen Ländern, aber irgendwie verbindet man die Schweiz sehr stark mit dem Käse, weil sie viel Käse exportiert und sie hat wirklich einiges, wirklich, ich glaube, guten Käse und qualitativ sehr guten Käse. Käse, der speziell ist, weil er zum Teil sehr lang gelagert wird. Und häufig findet man, dass das kommt einfach teurer, wenn man einen Käse lang lagert und er hat dann einen anderen Geschmack. Olivia, du fragst, was ein Feinschmecker ist. Ein Feinschmecker ist jemand, der ein Gourmet, so jemand, der gerne gute Sachen isst oder auch gerne einen guten Wein hat, wo seine Geschmackssinn ist sehr gut ausgebildet und er legt viel Wert auf qualitativ gutes Essen, so ein Feinschmecker. Genau. Das ist jemand, der sehr kulinarisch interessiert ist, der Mann, der da in die Schweiz kommt. Und er möchte alle Schweizer Spezialitäten ausprobieren. Was für Schweizer Spezialitäten kennst du oder was würdest du sagen, was muss er ausprobieren? Was ist gut? Heute haben wir zum Beispiel Brätlet und in der Schweiz gehört zum Bräteln einfach ein Cervelat oder dann vielleicht Bratwurst. Aber wenn man so am offenen Feuer brätelt, draussen mit einem Stecken, dann nachher dann braucht man eher ein Cervelat. Dein Mann ist ein Feinschmecker. Okay, dein Mann ist ein Feinschmecker. Er hat gern gute Sachen. Also, das ist jemand, der nicht unbedingt interessiert ist an Fast Food oder irgendetwas, der lieber weniger isst, aber dafür gut. Gute Qualität. Der ist auch jemand, der gerne mal in ein gediegenes Restaurant geht, in ein Restaurant, das vielleicht nicht alltäglich ist, wo spezielle Sachen kocht und spezielle Menü anbietet. Genau. Also, du kannst schreiben, was würdest du jemandem empfehlen, wenn er in die Schweiz kommt? Was muss er unbedingt probieren? Ah,
Olivia, du findest den Kebab in der Schweiz ganz gut. Also das hängt sehr vom Fleisch ab. Ja, wenn du ein Kebab hast, wenn du gutes Fleisch hast, dann nachher ist der Kebab auch ganz gut. Und du findest, in der Schweiz machen sie guten Kebab. Ist zwar nicht unbedingt eine Schweizer Spezialität, aber vielleicht ist er mit Schweizer Fleisch gemacht oder so, wo gut ist. Hallo Philipp, guten Abend. Was würdest du sagen, was ist eine Schweizer Spezialität, wo jemand aus dem Ausland unbedingt muss probieren? Die Olivia sagt, dass Kebab in der Schweiz ganz gut sind. Ich habe zwar, es kommt darauf an, auch, ob viele Leute einen Kebab kaufen oder nicht. Ich habe einmal an einem Jazzfestival einen Kebab gekauft und dort hatten sie sehr viele Leute gehabt, die einen Kebab gekauft haben und dann ist das Fleisch nicht gut durch gewesen. Also sie haben das Fleisch zu schnell abgeschnitten ab dem grossen Stück und es ist noch nicht ganz durch gewesen, es ist noch nicht lind gewesen und dann ist es nicht so gut gsi. Emancé de veau à la Zurichoise, also du meinst Zürcher Gschnätzlets. Und das stimmt, das ist Veau, das ist aus Kalbsfleisch. Das ist natürlich ganz zartes Fleisch und ganz teures Fleisch. Aber das ist, glaube ich, das, was eben das noch speziell gut macht, das Zürich Gschnätzlete. Mit Rösti. Genau. Zürich Schnetzlets mit Rösti. Traditionellerweise serviert man das mit Rösti. Es hat eine Rahmsoße. Also Rahm ist das Milchfett, das man steif schlagen kann. Das ist, dem sagen wir in der Schweiz Rahm, Zürich Schnetzlets. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch mit Pilzli. Oder vielleicht ist das etwas, was ich einfach dazu tue, weil ich es gerne habe. Ich bin gar nicht mehr sicher. Hallo Schocki, guten Abend. Was würdest du jemandem empfehlen, der in die Schweiz kommt? Was für Spezialitäten, was muss er probieren? Oder sie? Also wenn Freunde von dir in die Schweiz kommen oder so, was tust du ihnen auftischen? Rösti habe ich auch sehr gern und es ist, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin einmal auf einem Bauernhof arbeiten, als ich jung war. Dann habe ich so, wie hat man das gesagt? Ich bin äh, einfach 14 Tage auf einen Bauernhof gegangen, helfen, arbeiten. Und dort haben wir jeden Morgen Rösti gegessen. Das war für mich neu gewesen, aber das macht eigentlich Sinn, weil die Bauern brauchen Kraft zum Arbeiten. Und wenn sie am Morgen Rösti essen, dann haben sie Energie für den ganzen Tag. Du empfiehlst dem Gast vom Ausland immer Rivella. Also das ist ein Getränk, wo du ihm empfiehlst. Rivella hast du gern, sehr wahrscheinlich, wenn du den anderen empfiehlst. Und ja, ich habe es eigentlich, wenn ich so ein süßes Getränk möchte nehmen, dann nehme ich auch am ehesten Rivella. Rivella gibt es in verschiedenen Versionen. Rivella grün, Rivella blau, Rivella rot. Und es ist aus Molke gemacht. Molke ist das, was übrig bleibt, wenn man Käse macht. Also man macht in der Schweiz sehr viel Käse und wenn man die Bakterien in die Milch tut und Käse macht und das Feste, das dann entsteht, rausnimmt, dann nachher bleibt eine Flüssigkeit zurück, äh, oder Schotte, sagt man der auch. Aus der machen sie dann das Rivella-Getränk. Also von dem her gesehen ist es sehr wahrscheinlich ein bisschen gesünder als zum Beispiel Sprite oder Coca-Cola oder so. Schoki, du würdest auf jeden Fall immer Fondue empfehlen. Genau, Fondue ist ganz gut. Aber man muss aufpassen, ich habe nicht gerne zu viel Fondue, weil das ist Käse, äh, viel Käse und das liegt einem dann plötzlich im Magen. Vor allem jemand, der nicht vielleicht daran gewöhnt ist, so viel Fondue zu essen.
der, der hat vielleicht schnell mal genug. Aber es ist sicher auf jeden Fall ein Erlebnis auch, dass das auf dem Tisch ist und dass alle zusammen können, aus der gleichen Pfanne, aus dem Fondue Caclon, das essen. Ja, das ist eine spezielle Erfahrung. Es ist langsam, es ist gemütlich und für mich ist das so mit Winterabenden verbunden. Aupler-Makronen, sagst du, Philipp. Du würdest Aupler-Makronen empfehlen. Aupler-Makronen sind so ein Gericht, das vielleicht aus Resten entstanden ist, wo man alles einfach so in eine Auflaufform gemacht hat, da hat und in den Ofen da. Aupler-Makronen sind so mit Spaghetti, also Hörnli zum Beispiel und Herdöpfel und Speck und Käse und so. Und dann nachher natürlich traditionellerweise essen wir das mit Apfelmus. Das ist vielleicht ein bisschen speziell. Und das kannst du viel auch in den Bergen bestellen, in den Berghütten oder so. Äh, Ich verbinde das meistens, wenn ich in die Berge gehe oder in einem Berghütli bin, dann nachher gibt es Aupler-Makronen oder irgend so eine Suppe. Und das ist so Währschaftsessen. Das ist auch etwas, was gut ist, einfach und viel Energie gibt. Ja, Aupler-Makronen, das ist auch ganz gut. Ähm, ja, also der Mann, der in unserer Geschichte in die Schweiz kommt, der kann all das ausprobieren, aber er hat nur 2 Tage Zeit. Nach 2 Tagen muss er wieder heim. Also er hat recht ein volles Programm. Da auf dem Tisch sieht es aus wie ein Morgen, wo da getischt wird mit Tee, vielleicht Kaffee und Brot, belegte Brot oder so. Was in der Schweiz vielleicht, ich weiß nicht, wie ist das in euren Ländern, wo ihr herkommt, aber in der Schweiz tun wir auch noch viel Apero nehmen. Also zum Beispiel, wir haben nach unserer Hochzeit zum Beispiel ein Apero gemacht für alle Gäste und nachher sind wir dann einfach mit den eingeladenen Gästen essen. Butterzopf, Pablo. Ich weiß nicht, wie ein typisch nur schweizerisch der Zopf ist, aber auf jeden Fall ist es ziemlich in unserer Familie eine rechte Tradition, dass wir zum Beispiel am Sonntag einen Butterzopf haben zum Morgen. Und zwar entweder von der Bäckerei oder ganz häufig macht ihn auch mein Vater oder meine Mutter. Die machen regelmäßig am Wochenende einen Zopf. Ich bin ich mache es mehr so an Ostern oder an Viertigen, wo speziell sind, aber nicht jedes Wochenende. Aber sicher ist das etwas Gutes mit Konfi. Und wenn wir zum Beispiel am Abend zu Nacht essen, eben ein Konfibrot mit Kaffee oder so, etwas Einfaches, dann sagen wir haben ein Kaffee Comple, wir nehmen das Kaffee Comple zur Nacht. Also man muss nicht unbedingt Kaffee trinken, man kann auch Tee trinken oder Kakao, aber die Art von Znacht, wo eben nicht ein ganzes Menü ist, sondern einfach ein bisschen Brot und etwas, dem sagt man Kaffee Comple. Ich weiss nicht, ob ihr das auch schon gehört habt. Konfi ist ganz gut. Ja, bei uns in der Familie essen wir sehr viel Konfi. Vor allem entweder mit französischen Omeletten, also mit Crepe, oder eben mit so Zopf oder Brot oder mit Joghurt oder so. Wir brauchen immer viel Konfi. Und gestern habe ich gerade die erste Erdbeerkonfi gemacht dieses Jahr. Ich habe ein bisschen viel Erdbeere gekauft und dann gedacht, oh, die muss ich schnell brauchen. Und dann habe ich zum ersten Mal dieses Jahr Konfi gemacht. Es hat etwa 3 Einmachgläser gegeben, ein bisschen mehr als 1 Kilo. Und heute Morgen haben wir schon die erste Konfi aufgetan. Philipp, du sagst Birchermüsli. Isst du viel Birchermüsli?
Oder wer von euch isst viel Birchermüsli? Und was tut ihr in euer Birchermüsli? Ich weiß gar nicht so genau, was alles traditionellerweise im Birchermüsli ist. Das Birchermüsli ist sicher mit Haferflocken und anderen Flocken, Weizenflocken oder Hirsenflocken und getrockneten dörrten Früchten oder eben mit Nüsse, mit Mandeln oder Baumnüsse oder Haselnüsse oder so. Olivia, du hast gern Haferflocken. Aus Haferflocken, wenn man sie kocht, kann man auch Porridge machen. Also, das ist wir sagen dem immer Porridge daheim, weil es eigentlich, eine englische Spezialität ist. Aber Birchermüsli, das, tut man einfach die Flocken mischen und entweder ein bisschen Joghurt dran oder so und viel Früchte, so in einem richtigen Birchermüsli, wo man eine ganze Schüssel macht und auf den Tisch tun wir auch Früchte rein, frische Früchte, nicht nur dörrte Früchte. Und das ist sehr ein gutes Nacht zum Beispiel oder zum Morgen oder zwischendurch, zum Znüni ist das ist auch ein gutes Znüni, wenn man Pause macht am Morgen und ein bisschen Energie braucht zwischendurch, dann nachher kann man das auch zum Znüni essen. Hallo M3, you want to practice your German? Also du kannst dich einschreiben im VIP-Kurs. You can subscribe to our VIP course. We have one in German and one in Swiss German. The Swiss German course is on Monday evenings at 8 o'clock, and you can find the link down here, swissgermanonline.com subscriptions. Yes. Or I can give it here also. And we have another web app for High German. On Tuesdays at 8 o'clock is the lesson. And that is this link. Entschuldigung. There you can subscribe for German lessons. It's the same story, the same thing as in Swiss German. So if you have both, you can compare. Also jetzt habe ich genug Englisch geredet. Ich hoffe, du verstehst auch ein bisschen Schweizerdeutsch. Ihr könnt euch einschreiben für meinen VIP-Kurs. Dort seht ihr die ganze Geschichte, die wir am Montag haben. Und am Montagabend am 8 Uhr gibt es einen Livestream, wo du kannst mitchatten, so wie heute. Und wo wir die Geschichte durchgehen. Und nachher gibt es eine halbe Stunde später, also um 8:30 gibt es ein Treffen online, wo die Leute, die wollen, können, miteinander reden und das noch einmal durchlesen und üben. Das ist, das ist gut, das ist wichtig. Vielleicht wollen nicht alle Leute Schweizerdeutsch reden, aber wenn du willst, kannst du dann auf unser Treffen gehen, Online-Treffen. Es hat einen Button Speaking Practice und dort kannst du draufdrücken und dann reden wir zusammen reden. Ja, das ist unser VIP-Kurs. Immer am Montagabend gibt es eine neue Geschichte. Und wenn du keine Zeit hast, dann gerade dabei zu sein, dann kannst du immer später noch einmal nachschauen. Wir nehmen alles aufnehmen und dann siehst du es auf unserer Homepage. Du kannst auch gratis du kannst dich da und da einschreiben und auf beiden Seiten hast du 30 Tage Zeit, um unser Angebot zu testen und zu schauen, ob es dir gefällt. Also du kannst 30 Tage gratis reinschauen, auch die alten Lektionen anschauen und schauen, ob das ein Weg ist zum Schweizerdeutsch lernen oder Hochdeutsch lernen für dich. Gut, vielleicht mache ich mal das nächste Slide. Okay. Im nächsten Slide gibt es schon das Mittag vielleicht.
Das ist zwar da steht etwas über das Zvieri, aber sie trinken schon Wein trinken und während dem Zvieri tut man eigentlich nicht so Wein trinken. Aber, in der Schweiz reden wir vom Znüni und vom Zvieri. Das sind so Zwischenmahlzeiten am Morgen oder am Nachmittag. Es muss nicht Punkt 9 sein oder Punkt 4, dass man das 4 essen kann. Wenn wir am 5 das 4 essen, ist das auch gut. Wir sagen nicht sagen: «Ich esse das 5», aber wir essen immer noch das 4. Aber es kann auch am 5 sein. Viel essen die Kinder nach der Schule ein kleines Zvieri, vielleicht ein Apfel oder ein Farmer, so 'ne Getreideriegel oder irgendetwas oder etwas Süßes, ein Hefegebäck oder so. Was isst du zum Znüni oder zum Zvieri? Vielleicht hast du etwas, wo du jeden Tag isst oder du isst ab und zu irgendetwas Znüni oder Zvieri. Ähm Ich esse nicht etwas Typisches, z oder z aber manchmal, wenn ich daheim bin und daheim arbeite und in der Pause in die Küche gehe, tue ich ab und zu etwas schnauzen oder irgend wieder 'n Schnäfeli Brot nehmen oder so. Und das ist manchmal, nicht unbedingt nur, wenn ich Hunger habe. Das ist vielleicht nicht so gut, aber ich weiss nicht, ihr könnt schreiben, wie ihr's macht. Gibt's bei euch ein z oder ein z und was esst ihr? Ja, und dann, gibt's auch noch ein Gläschen Wein, ein Gläschen Roten zum Beispiel. Wann trinkst du Wein und zu was? Wenn wir, bei meinen Eltern sind, dann gibt's immer Wein. Also, mein Vater freut sich immer, wenn er Besuch hat und er tischt immer einen guten Tropfen Wein auf. Äh, Vielleicht machen das die Franzosen auch sehr gut, also sehr gern. Ich denke, wenn man so von der französischen Küche redet, dann denkt man auch dran, zum Beispiel eben, dass sie häufig ein Gläschen Wein trinken zum Mittag oder so. Genau, Philipp, als Mutter, schaue ich, dass vor allem die Kinder etwas in die Schule mitnehmen können zum Znüni, dass sie nicht zu fest Hunger haben und dass sie es aushalten bis am Mittag, bis zum Mittagessen. Ähm, Ich habe nicht unbedingt geschaut, dass die Kinder zu 4 haben, wenn sie heimkommen. Wenn's, Wir haben ja dann nachher wieder gegessen oder sie haben selber geschaut, wenn sie Hunger haben und etwas wollen, haben sie selber können schauen in einem Schränkchen. Vielleicht hat es ein Guetzli oder irgendetwas, wo sie können, knabbern zwischendurch. Aber wir sind nicht so speziell zusammengesessen und haben das Zvieri gegessen in unserer Familie. Ja, aber das stimmt, man tut das mit Kind verbinden oder aber zum Beispiel, wenn wir wandern oder so, dann tun wir auch manchmal eine 9 Pause machen oder am Nachmittag denken: «Ah, es ist Zeit für ein Zvieri» und dann vielleicht ein bisschen Schoki und Brot essen oder so, dass man nachher wieder Kraft hat zum Weitergehen, je nachdem, wie viele Stunden dass wir unterwegs sind oder so. Dann auch. Dann tun wir am meisten z9 oder z4 essen. In der Familie so. Gut. Olivia, du isst immer z9, aber du isst kein z4. Ja, mein Mann tut zum Beispiel auch so, hm, äh, Fasten, so 14 Stunden Fasten oder so 18 Stunden Fasten. Also, er isst dann nachher nach dem Mittag isst er nichts mehr, aber er isst gut zum Morgen, er isst es z9, er isst zum Mittag, äh, und dann vielleicht am 2, 3 noch etwas oder 4 und dann, isst er nichts mehr. Ja, bis am nächsten Morgen. Und, er findet das für ihn ganz gut. Ich mache es manchmal mit, aber nicht immer. Hm, ich esse gerne mit den Kindern noch etwas Znacht amix.
Das ist streng. Das ist, ist nicht so strenges Fasten, weil man isst trotzdem jeden Tag etwas. Aber es braucht viel Willenskraft, wenn andere um dich herum essen und du sagst dir: „Nein, ab jetzt isst sie nichts mehr.“ Es ist nicht ganz einfach und darum sitzt er auch nicht unbedingt mit uns an Tisch, wenn wir essen. Und das fehlt manchmal ein bisschen. Also, es hat positive Seiten und es hat nicht so positive Seiten. Es ist Zeit fürs Zvieri. Also, das 9 und das 4 haben wir da. Und auf dem Bild sind sie sehr wahrscheinlich eher am Mittagessen oder, am Znacht. Auf jeden Fall gibt's noch ein Gläschen Roten. Und das ist auch ganz gut, wenn man es nicht übertreibt. Rotwein ist eigentlich sehr gesund. Ja, und da gehen sie nachher zusammen, in die Wirtschaft ins Beizli, eins ziehen. Genau, du trinkst auch ab und zu ein Gläschen Roten, denke ich, wenn du das gesund findest. Ähm, ja, du kannst fragen: „Kann ich 2 Bierli haben bitte?“ oder so. Äh, Häufig wird Bier getrunken im Restaurant, aber es gibt auch sehr viel ausländisches Bier. Und heute gibt es immer mehr so kleine Bierbrauereien, die ihr eigenes Bier brauen. Und ich weiss nicht, ob ihr das schon probiert habt oder ob ihr irgendeine so 'ne Bierbrauerei kennt, wo ihr sagt: „Wow, die macht super Bier.“ Ich selber habe nicht so gern Bier und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Bier. Also, aber ich weiss, dass wir zum Beispiel, in Freiburg eine Bierfabrik hatten, wo ich in Freiburg aufgewachsen bin, Cardinal, aber dort produzieren sie heute kein Bier mehr produzieren. Also, die ist aufgekauft worden und es ist jetzt nicht mehr 'ne Schweizer Biermarke. Äh, Ich bin nicht sicher, ob es niemand noch Cardinal gibt, aber auf jeden Fall wird es in der Schweiz oder wird es in Freiburg nicht mehr produziert. Aber ich kenne mich nicht so aus. Vielleicht könnt ihr etwas schreiben, wenn ihr mehr wisst über Bier oder wenn ihr könnt uns ein Schweizer Bier empfehlen, wo ganz gut ist. Wer weiß? Genau. Kann ich 2 Bier haben, bitte? Die sind, vielleicht in den Bergen irgendwo in einer Wirtschaft. Auf jeden Fall sieht sehr ländlich aus und, die junge Frau hat noch eine Tracht an. Wir sagen ja amigs «eins ziehen». Wir gehen eins ziehen, zum Beispiel eben ein Bierli haben. Aber, du machst da, 'n Wortspiel daraus, Olivia, und du sagst: «Wir gehen 2 ziehen». Äh, Sehr wahrscheinlich bestellen sie 2 Bier, bestellen, weil sie 2 Leute sind. Aber man kann natürlich auch nach dem ersten Bier noch einmal ein Bier trinken. Und dann könntest, wenn du ein bisschen mehr möchtest trinken, könntest du ja deinen Kollegen fragen: «Gehen wir 2 ziehen?» Und dann nachher, wäre das ein guter Witz. Aber eigentlich sagen wir ja: «Wir gehen 1 ziehen.» Ja, und dann das nächste Bild, da geht unser Gast wieder heim. Unser Gast geht wieder heim und, er muss einen Rapport schreiben oder, 'n Bericht über die Schweiz, über das Leben in der Schweiz und was die Schweizer so essen. Äh, und es war nur eine kurze Reise in die Schweiz, aber es war wirklich gut gewesen. Das ist, das Ende der Geschichte. M Wir können uns ausdenken, was er dann schreibt, aber im Flugzeug kommt er von der Stewardess auch noch ein Zvieri über oder, etwas Kleines, eine Schweizer Spezialität. Und zwar, ist das Schoki vom Läderach. Ja, wenn wir über Schweizer Schoki haben wir noch nicht viel geredet. Vielleicht habt ihr einen Schweizer Schoki, der eure Lieblingsschoki ist
Oder, ihr habt vielleicht Schoki nicht so gern. Äh, ich habe Schoki vom Läderach sehr gern. Der macht so Bruchschoki und verschiedene mit verschiedenen Aroma und verschiedene Sorten und, ich habe die auch schon geschenkt bekommen oder so und dann das findet in der Familie immer grossen Anklang. Ich kaufe nicht viel selber, so Schoki, aber, ich habe sie auch schon geschenkt bekommen und dann ist es, immer ganz, etwas Spezielles, wenn wir die Schoki essen können. Gut, also, es hat mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Es ist schon 10 Uhr, es ist schon langsam dunkel geworden und, es ist Zeit, Feierabend zu machen. Morgen, haben wir unseren VIP-Live-Kurs, also da unten habt ihr noch einmal, den Link. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch einschreiben und das 30 Tage lang gratis testen. Und ihr könnt euch auch einschreiben für den Deutschkurs, bei German Dog. Den könnt ihr auch gratis testen, das findet ihr im Chat oder ich kann es noch einmal, reintun. Das könnt ihr auch gratis testen, einen Monat lang. Und, vielleicht sehen wir uns morgen. Es würde mich freuen. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss zusammen.